So, guten Morgen. Für den Livestream von Haut habe ich eine ganze Reihe Experten mitgebracht. Wir wollten nicht über verschiedene Sachen informieren, die so am Laufen sind, für ein besseres Verständnis vom Grand Public, was die Krise bedeutet für den Alltag an der Medizin. Weil, wie gesagt, wir haben Corona, wir haben noch Normalpatienten nach, wir haben uns ernst abgestellt über die nächsten Wochen. Und das ist wichtig, dass jeder da draußen klar versteht, was das für ihn selber bedeutet, wenn er ein Problem hat, sie wird der Verdacht auf Corona oder sie wird ein anderes gesundheitliches Problem während dieser Zeit. Dann hat ich auch gestern annonciert, dass Lützeburg bei der Etude Discovery mitmischt. Dafür habe ich auch zwei Experten heute. Das einerseits den Dr. Romanati, der Generaldirektor vom CHGL. Der CHGL, der Partner ist von dieser Etude für Lützeburg, zusammen mit der Dr. Therese Staub. Dr. Therese Staub, auch aus dem CHGL. Und sie werden als erst aufhängen, für einen Detail von der Etude zu erklären. Und da könnt ihr Fragen dazu auch dann anschließend stellen. Danach wären dann hier auf den zwei Pulten Dr. Pierre Herz für euch disponibel, hin am Moment bei uns an der Santé, responsabel für die ganzen Analyse Zellule de Crise, für die ganze Wolle von den Soins primären, und dann auch für die neuen Centre de Soins Avancés, die das vor am Gang sind, in anderen en place gesetzt gehen. Ich kann euch dann genau erklären, wie die Centre funktionieren, und noch Fragen dazu entgegenholen. Und zusammen mit dem Team wird Christian Oberle dann auch hier übersehen, das ist der Präsident von der CNS und auch von der Agence e-Santé für Details zu gehen zu dem Outil de Teleconsultation. Das ist ein neues Logiciel, das noch operationell ist und das ganz wichtig ist an dieser Zeit, weil eine zentrale Rolle wird spielen. Und danach haben wir dann aber auch Praktiker hier, Leute aus der Praxis, Dr. Stephanie Obertin, Präsidentin vom Cercle des Médecins Généralistes, und zusammen mit Dr. Carlo Alborn, Zahndoktor, Vizepräsident von der AMMD. Und sie zwei werden nicht erklären, was das für ihr als Patient bedeutet, par rapport zu ihrem Doktor, wo der Regie bekannt hinwenden, und auch Fragen entgegenholen, wenn er dazu noch Fragen hat anschließend. Ich gebe da von meiner Seite aus Merci so und wird weitergehen und die jeweiligen Spezialisten. Ja, sind den Dr. Romanati, Generaldirektor vom Centre Hospitalier. Hier steht Dr. Therese Staub, Chef de Service vom Service National de Maladies Infectieuses. Und wir wollen jetzt dann eben halt ein bisschen mehr am Detailinformationen gehen über die Etude Discovery, die lanciert wird. Wir haben schon bei einer letzten Pressekonferenz angekündigt, dass eine Etude en Elaboration wäre und dass wir mit den Kontakten, die wir über das Service National an Frankreich mit den respektiven Forschungsinstituten haben, probieren, Lützeburg mit an Bord zu kriegen. Das ist gelungen, das ist eine Etude, die an Europa aufhängt. Sie geht aus Frankreich aus. Der Investigateur principal sitzt in Frankreich, am INSERM zu Lyon. Das ist eine Etude, wie gesagt, die europäisch ist, von 6 Ländern mitmachen. Frankreich natürlich, dann der Benelux, England und Spanien. Und wie gesagt, wir sind dann da auch dabei. Das ist eine Etude, die 5 Brauen hat, also das ist eine grosse Etude, wo sämtliche Medikamente, von denen es Ulas gibt, zu glauben, dass sie eine gewisse Wirksamkeit gegen eine Krankheit könnten, haben auf den Prüfstand gesagt gehen mit einem Gruppe mit Traitement Standard, also ohne Medikament, für das in Herno genau kann feststellen, was für ein Medikament hat bei den Patienten, was für eine Wirkung von den 4, wie gesagt, Brauen, wo dann eine Brautherapeutik ist an der Etude, und das auch vorgesehen, dass das eine ongoing Etude ist, wo, wenn ich da gesagt dass Ebra deutlich bessere Resultate bringt für die anderen, das geswitcht kann gehen und sich dann auf die Ebra kann konzentriert gehen. Das ist also auch alles am Design relativ neu. Wir müssen mit einer komplett neuer Situation zu dienen, wo so sehr wie möglich will den Patienten die beste Behandlung gehen, ohne evidence-based Kriterien zu verlassen. Voilà, das war mal kurz ein Resümee. Für, ja, vielleicht Sie frohen, für mehr Details zu gehen, geben wir dann Antwort stehen. Dr. Staubanisch.
Wie viele Leute könnten dann do matt machen? Wie viele Lützeboer Giffe bei der Etude matt machen? Bon, das wissen wir noch nicht. Die Etude ist geplant für ein paar tausend Leute, aber in den ganzen Ländern. Wir wissen noch nicht, wie viele in Luxemburg da sein werden. Das sind Kriterien, um da mitzumachen. Das sind schwere Patienten, die Sauerstoff brauchen. Das ist nicht für alle Leute, nur für die schweren Fällen. Genau, ich kann noch dabei fügen, wie gesagt, wie bei allen Etudes gibt es Kriterien d'Inklusion, die wir ja noch gerne gesehen, wo die Resultate erreicht oder nicht. Und du fährst doch eine Etude, die sich noch nicht ein bisschen symptomatisch Patienten wendet, mehr Patienten, die schon klar Atemwegsprobleme haben, hospitalisiert Patienten, wie gesagt, das ist eine Etude, wo ein noch einen Unterschied will gesehen, du fährst eine Etude, die nicht gedurcht ist für Patienten, die kein oder minim Probleme haben. Von RTL sind heute 2 Frauen und ich komme an 2 Einkehr, gibt es schon Antikörpertester hier am Land. Und die zweite Frau gibt Hydroxychloroquin, den am Moment schon hier am Land angesagt. Also Antikörper, das ist im Blut. Das ist nur ein Etude, das ist für den Moment im LNS. Die Leute, die alle einen Abstrich gekriegt haben für den Coronavirus, die haben nur eine Blutanalyse gemacht, um zu gucken, ob sie Antikörper haben. Aber wir haben noch nicht Resultate von das. Und für die zweite Frau, das war die Frau Hydroxychloroquin. Also für den Moment im Spital, die Leute, die da sind mit schweren Fällen, die werden auch mit Hydroxychloroquin behandelt. Dans un autre front, Herr Nati, quand seront publiés les premiers résultats de l'essai Discovery pour le Luxembourg, das ist ein Frau von Lützeburger Gemengen. Soll ich Plötzeburg von der Französisch? Plötzeburg. Das ist eine internationale Etude, wo die Resultate dann nicht mehr en Block werden publiziert werden. Diese Studie wird gemacht in verschiedenen Ländern, aber es sind noch Interim-Analysen, die geplant sind. Das heißt, noch ein paar tausend Patienten, unter 100 Patienten wird eine Analyse gemacht, um zu gucken, ob einer von den Bra besser ist als den anderen. Und wenn du wirklich festgestellt ist, dass ein Traitement besser als die andere ist, dann wird das geändert. Froh nach ein Kion erst vom 100,7 pardon vom Wort. Und zwar gehen all die 4 Medikamente an Lützeburger Patienten getestet. Auf wie fängt die Testreihe an? Also es sind verschiedene Bra. Also ein ist ein mit dem Remdesivir. Das ist ein Medikament, das normalerweise für Ebola getestet worden ist, das wir nicht kriegen können, ohne in den Studien zu mitmachen. Wir haben nur einen Patienten, der das gekriegt hat für den Moment, und wir haben 5 Tage gewartet, bis wir das Medikament hatten. Und dann ist ein zweiter Bra, das ist der Kaletra, Lopinavir, Ritonavir. Ein dritten Bra, das ist Kaletra, Ritonavir mit Interferon. Ein vierten Bra, wo Hydroxychloroquin ist. Und ein 5. Bra, wo kein Medikament, aber supportative Traitement wird. Also wir wissen noch nicht, wie viel wir kriegen. Und das ist eine Etude randomisiert. Das heißt, der Patient muss unterschreiben, dass er d'accord ist, in einen von den verschiedenen Gruppen kommt. Ein weiterer Frage vom Lützeburger Wort, von wie un Geld in Infizierten als geheilt, kann es in die Leute gehen? Also das ist verschieden. Es sind Patienten, die ganz lang den Virus noch in der Nase haben. Die haben fast keine Symptome mehr. Und die können daheim bleiben. Wenn sie besser sind, gehen sie daheim. Und die bleiben noch 2 Wochen daheim. Wir haben auch Kontrolle gemacht mit ein paar Patienten, wo der Virus nicht mehr in der Nase war. Und die sind jetzt wieder normal daheim. Gut, also merci. Bonjour, mein Name ist Christian Oberle, ich bin der Präsident von der CNS und auch von der Agence e-Santé. Und heute wollte ich kurz auf Fragen antworten für eine Plattform, die seit heute operationell ist, wo wir ein gut Woche schaffen. An der Plattform haben wir
en place gesetzt, für das Telekonsultationen zwischen dem Patient und dem Doktor können stattfinden. Für uns wäre es wichtig, dass wir ein Produkt bringen, den es den Doktoren erlaubt, mit dem Patient nicht über Telefon eine Telekonsultation zu machen, aber sie können über Internet zu machen, wo der Patient dann noch die Möglichkeit hat, über Videokonferenz den Doktor zu sehen, aber vice versa den Doktor, den Patient über Videokonferenz können zu examinieren. Das ist für uns ganz wichtig, dass Patienten auf die Plattform zurückgreifen, wie das einen säkurisierten Kader haben für die Telekonsultationen. Die Plattform ist operationell seit heute Morgen und stehen dann zur Verfügung, wie du Abfragen sein wollen. Im Moment sind noch keine Fragen dafür ran, für die Plattform. Aber eine andere Frage kommt vom 100,7. Wie viel von den 130 Intensivbetten können für Covid-Patienten freigemacht gehen? Oder sind das die Intensivbetten, die schon dafür reserviert sind? Sind am ersten Fall noch zusätzlich Intensivbetten disponibel? Das ist eine Frage, die mich nicht so betrifft. Vielleicht der PR Herz, eine Antwort dazu. Sur le nombre de lits de soins intensifs, das wäre besser gewesen, Dr. Martin, der Dr. Nati, wieder gefragt, wann nach du hast. Die Chiffres sur le lit? No. Vielleicht eine Frage von RTL. Wie gehen Telekonsultationen verraschend? Wir haben mit den Doktoren ein Tarifgeschäft für Telekonsultationen, gerade so gut für Doktoren, wie für Zahndoktoren, wie auch für Zahnsfammen. Das heißt, Patienten können Telekonsultationen machen mit dem Doktor von ihrem Choix, mit dem Zahndoktor von ihrem Choix, und mit der Zahnsfam von ihrem Choix. Die drei Mädchen haben alle guten einen Tarif, den sie mit uns dann aufrechnen, wie alle Telekonsultationen, an den Tarif ist derselbe, wie wenn sie an ihrer Praxis eine Konsultation machen. Vielleicht könnt ihr auf das Frage noch antworten. Das ist eine Frage vom Journal. Gibt es Ausfälle bei Aptikern durch die Corona? Was geschieht, wenn wir Aptiken über Land müssen zu machen? Ich so, und dann noch aus der Perspektive von der Telekonsultation. Wir haben hier gesehen, dass der Patient, wenn über die Plattform mit dem Doktor seine Konsultation möchte, Ende von der Konsultation stellt der Doktor dann eine Preskription für Medikamente aus. Die Preskription wird automatisch und die Aptik verschickt, die der Patient ihm angeht, also über E-Mail. Es war möglich, es wird nicht mehr mit Papaya geschafft. Die Preskription kriegt doch der Patient heimgeschickt, und wenn der Patient dann an die Aptik kann gehen, dann ist das für hier noch mehr einfach, weil die Preskription ja schon an der Aptik liegt. Kriegt sie heimgeschickt, dass eine Woche Möglichkeit hat, und das ist dann ein Teil von ihrer Frage, falls die Aptik durch irgendeinen Grund nicht mehr kann abholen, dass der Patient einfach nach Möglichkeit hat, dann an eine andere Aptik zu gehen. Die hat über den Revenuausfall geschwert, das ist nicht das Sujet von Haut, aber da ist eine Gruppe de Travail am Gang darum zu schaffen, wie zu gucken, gerade so gut wie die Aptik, wie auch alle anderen Professionen, und gerade so gut wie die Liberalen, wie die Entreprisen, da Lösungen auszuschaffen. Ich gebe so, das wäre besser an einem anderen Kader dann zu diskutieren. Eine Frage vom Tageblatt. Ist das eine zentralisierte Plattform, wo alle Bürger sich drauf melden oder eine von mehr Offeren an dem Bereich? Wir haben eine zentralisierte Plattform geschaffen, die wir konnten während einer Woche testen, dass wir sicher sind, dass es säkurisiert ist. Dafür gibt man auch die Leute encouragieren, auf die zentrale Plattform zu kommen. Das ist auch die einzige Plattform, die wirklich so abgebaut ging, als dass es adaptiert, dass wir Telekonsultationen erlaubt, wie vorhin gesagt, über elektronisch dem Patient direkt eine Mémoire d'honoraire zu schicken, ein Zertifikat d'Incapacité de Travail zu schicken, eine Preskription für ein Medikament zu schicken oder eine Preskription zu schicken, für einen Test am Labor zu machen. Für uns war es wichtig, das zentral zu machen, wie dass wir wissen, dass es so funktioniert, als sicher funktioniert, wie es soll sein. Das ist selbstverständlich gratis, dass die Agence e-Santé die en Platz gesetzt hat. Aber wir sind uns aber auch bewusst, dass nach 2 anderen Telekonsultationen zu Lützeburg
Ugeburte gehen, die eng von Doktena an die anderen von Dr. Plus, sind am Gange mit Doktena, mit Dr. Plus zu gucken, dass Patienten oder wann Doktoren sich dezidieren, über die Plattformen Telekonsultationen zu machen, dass dann aber auch können die Einzeldokumente, von denen ich geschwärzt und elektronisch können und Patienten geschickt gehen. Für uns ist es wichtig, an erster Linie, dass der Patient sich nicht deplaciert bei dem Doktor, dass er als erst über eine Telekonsultation führt, aber wenn der Doktor da sieht, nee, der Toten also Fall, der soll effektiv beim Doktor selber in der Sicht gehen, dass der Doktor dann auch kann den Patient orientieren. War möglich an ein Centre de Soins Avancés, wo der Pierre Herz darüber schwätzt, oder an eine Klinik. Für uns wichtig ist, dass erstens Patienten sich nicht deplacieren, was nicht muss sein, und zweitens auch mit der Plattform Telekommunikation Doktoren die Möglichkeit gibt, Konsultationen zu machen, sogar wenn sie selber eventuell in Quarantäne sind. Eine Frage von RTL, was ist mit älteren Leuten, die kein Internet haben, respektive keine Connaissances? Auch die Leute können hier einen Doktor kontaktieren, also den Doktor soll sich an Telekonsultation erlauben, dass die Dokumente verschicken und abdikt oder ein Labo. Aber selbstverständlich können die Leute aber auch hier Konsultationen Telefon machen. Das ist aber wirklich einfach. Also die meisten Leute haben heute das Access im Internet, dass man die Plattform wirklich einfach gemacht, ganz konvivial. Aber wir dürfen aber jeden encouragieren, über die Plattform zu führen, weil es uns erlaubt, den ganzen Suivi vom Patient besser zu assurieren, aber weil es uns erlaubt, über den doten Weg eben paar Bias-Austausch zu vermeiden, und über den doten Weg die Leute an den Prozess ranzukriegen, die maîtrisiert das. Nach einer Frage vom Wort, bleibt Telekonsultation auch nur der Corona-Krise noch möglich? Das ist für uns eine ganz interessante Phase, wie der Toten zu testen. Die Produkte, die wir en place setzen, die beruhen ganz viel auf Confiance, dass professionell des Soins die Outils mit ganz viel seriös benutzen. Wir haben ganz sicher noch nicht Zeit gehabt, für daran alles mit anzubauen, was ihr braucht, für an normalen Zeiten Telekonsultation zu machen, mit diesem Anfang. Bonjour, je suis le docteur Pierre Hertz, membre de la cellule de crise au ministère de la Santé et en charge de la coordination des soins primaires, pharmacie, laboratoire et des nouveaux centres de soins avancés. L'objectif est de vous présenter ici le fonctionnement des centres de soins avancés ainsi que leur mission. Ils ont été créés afin de répondre dans cette période d'épidémie aux besoins de consultation pour les patients chez lesquels on suspecte une infection au Covid-19, mais également pour les patients qui ont un autre problème de santé, indépendamment d'une question infectieuse au Covid-19. De ce fait, immédiatement, lorsque le patient arrive, il y a une première étape de tri, une étape d'orientation, afin de pouvoir amener le patient dans l'une des deux filières. Une filière protégée pour les patients qui sont potentiellement avec une infection Covid-19 et une filière non protégée pour les patients qui viennent avec un autre problème de santé. Toutefois, il convient de préciser dès à présent que les règles de protection pour les patients sont strictement identiques, quelle que soit la filière dans laquelle ils vont, c'est-à-dire que chaque patient, dès sa présentation au centre de soins avancés, se voit mettre un masque. Le personnel soignant dispose également des mêmes dispositifs de protection, masques, gants et tenues adaptées, quelle que soit la filière dans laquelle il travaille. Dans ces filières, le patient aura tout d'abord une première étape pour la prise d'informations administratives, afin de pouvoir assurer le suivi, tant des résultats que de la continuité de la prise en charge. Ensuite, c'est une infirmière qui va assurer la prise de constantes, que ce soit la température et toutes les autres informations qui seront nécessaires pour le médecin ensuite. Ensuite, c'est un médecin qui verra, dans un box adapté, le patient et qui procédera à l'examen clinique qu'il juge nécessaire avec toutes les règles de sécurité qui sont liées à ce contexte infectieux. Le médecin aura la capacité de rédiger immédiatement un certificat d'incapacité de travail si nécessaire, une ordonnance pour la pharmacie si besoin, et également une prescription pour un test en laboratoire pour le dépistage du Covid-19.
Le test sera effectué immédiatement après la consultation par le médecin dans la filière. Ensuite, le patient est orienté vers la sortie pour un retour à domicile ou bien pour une prise en charge en ambulance s'il est nécessaire de le transférer à l'hôpital en fonction de son état clinique. La première question vient de l'essentiel. Le journaliste pose la question, d'où vient le personnel qui travaille dans les centres de soins avancés? Les personnels qui travaillent actuellement ont tous répondu à l'appel du gouvernement sur le site GovJobs. Nous avons actuellement, pour le fonctionnement des 3 premiers centres, un peu plus de 75 personnes qui travaillent en continu et en simultané. Ce sont donc des médecins volontaires, des infirmières volontaires, ou encore des personnels des administrations ou des gens qui n'ont aucune connaissance ou aucune compétence dans un travail hospitalier ou dans un cabinet médical. Combien de personnes sont déjà passées dans ces centres de soins avancés jusqu'à présent, dans ceux qui sont déjà ouverts? Alors, les 3 centres ont ouvert en décalé, puisque vous savez que le premier à Luxexpo a ouvert lundi, le deuxième à Esch mardi et le troisième à Ettelbruck mercredi, à chaque fois à 14 h. À la date d'hier soir à 20 h, nous avions eu 279 passages pour une prise en charge en consultation médicale. À l'instant présent, nous venons de dépasser, selon le relevé de 11 h, le nombre de 75 personnes prises en charge depuis ce matin 8 h sur les 3 centres. Une question de RTL. Quels patients peuvent encore être consultés ou peuvent encore consulter leur médecin, ou est-ce que toute personne doit tout de suite passer au centre de soins avancés? Alors, nous avons fait le constat avec les médecins que les cabinets n'étaient pas adaptés pour permettre, dans un contexte infectieux, de réaliser des consultations normales. Dès lors, aujourd'hui, le patient, lorsqu'il a besoin de recourir à une consultation ou à un avis médical, va dans un premier temps et préférentiellement se tourner vers la téléconsultation. Là, c'est le médecin qui, lors de la téléconsultation, va juger en fonction de l'état clinique du patient, de sa situation, de ses facteurs de risque, s'il est nécessaire de l'orienter vers un centre de soins avancé ou bien s'il faut réaliser une visite à domicile. Néanmoins, les patients peuvent également spontanément se présenter dans les centres de soins avancés où ils seront pris en charge de façon tout à fait normale après les étapes d'orientation et ils verront un médecin pour une consultation. Une question du 100.7. Est-ce que les 4 nouveaux scanners dans les hôpitaux fonctionnent déjà? Je n'ai pas d'informations à cette question puisque je ne suis pas en charge de ce groupe de travail. Guten Morgen, mein Name ist Stefanie Obertham, ich bin Präsidentin von den Cercle von den Journalisten und ich wollte kurz erläutern, wie wir am Fonds funktionieren. Unsere Kabinette sind zwar vielleicht am Moment nicht physisch accessibel, also die Leute sollten nicht direkt bei den Hausdoktor gehen, mehr an einer ersten Phase den Hausdoktor anrufen. Doktoren sind disponibel am Telefon für die Fragen von den Patienten zu beantworten und auch all die Maßnahmen, die da müssen geholt werden, funktionieren, für den Patient sich beim Doktor meldet, für das dann mit dem Patient umzugehen und zu erklären, was die richtige Maßnahme ist für den Patient, für die Symptome, die er hat. Also die Kabinette der Medizin General, die sind ab, aber nicht für sich physisch zu gehen, mit für allem für den Hausdoktor anzurufen und dann mit ihm aufklären, was ein Problem ist und dann mit ihm zu gucken, was die beste Struktur ist für den Patienten.
Bonjour, ich bin den Carlo Alban, ich bin Zahndoktor und Vizepräsident von der MMD. Ich wollte dir ein bisschen erläutern und noch die Leute erläutern, wie dann der Zahndoktorei ist, weil du haben wir eine Partikularität, und zwar das Problem von Aerosolen, wenn wir mit den Turbinen schaffen oder mit Instrumenten, wo Wasser rumfliegt, das ist in dieser Situation ganz gefährlich. Und per Prinzip de Präcaution haben wir die Praxis in alle Guten am Land zugemäht, haben wir ein neues Urgenzsystem en place gesetzt, für die Population an ihre Probleme an der Zahndoktorei gerecht zu gehen. Wir haben 3 Praxisen durch ganz Land, die opsinn a Tour de Rotation, wo alkiers 2 Zahndoktoren schaffen mit ihren Equipen, die sind komplett equipiert mit der Mesure de Protection, nämlich wie den Dr. Herz für drüben erklärt wird, sie gehen durch eine nämlich Filière de Protection dadurch, sie gehen equipiert von Seraken, isoliert. Es geht ja heute darum, für alle Menschen zu schützen, als Patienten, als Mitarbeiter und als selber. Wir werden mit 2 Leuten benehmen, dass durch Partikularität von dem Job dass wir 2 Leute müssen haben, die total geschützt sind, dass ein Beruf, den man für ihr muss ausgeübt werden. Und neben drin sind da Leute, die den administrativen Volumen und Leute in Schach stellen. Wir haben ein Rotationssystem, das heißt, das nicht immer auf der nämlichsten Platz, das alle 2 Dich, das werden auf einem anderen Platz sein, und die Leute gehen aber durch das System, wird dann Platz gesetzt, dass du Energie deiert. Wir haben 2 Wege, wie der Patient geholfen kann kriegen. Den nächsten als die Zahndoktoren haben den Schwur für accessibel zu sein, für Patienten über Telefon, ganz klar nicht. An der Praxis sind so, sie über Telefon. Oder die andere Möglichkeit, dass sie eine Message auf ihr Répondeur und sie gehen dort weiter direkt und die Hotline, die installiert gehen, als die R1002 und das ist auch die andere Möglichkeit, weil wir drüber so gesperrt gehen vom Präsidenten von der CNS, er ist eine sehr de Confiance, das ist eine sehr de Confiance zwischen den Patienten und ihren Pratizien, aber auch zwischen den Pratizien. Und die Confiance ist an unserem Beruf, wir haben Professionelle, die im Werk sind, ganz klar, und wir vertrauen in die Männer. Und dann haben wir ein System auch, für nur denen zu gucken, von partikulären Problemen sind, wie zum Beispiel für Orthodontie, dass da Leute am Standby sind, an gerufen gehen für ihre Patienten, an gefragt gehen, für das auch da die Lehre nicht verschwindet zwischen den Pratizien und ihren Patienten. Froh sind dann noch natürlich die immer abkommen, also die Zweitpartner, die Zweitlinie, dass dann, wenn die Leute ein Problem haben, sie können noch direkt natürlich über den R1082 rufen, was normalerweise mir ein einfacher Weg ist, wenn ihr ein Problem hat. Ne? Die Probleme, die Leute können haben, am Juni muss man ja nicht mehr Urgenzen trätieren, die haben wir auch definiert, und die Leute gehen noch dann durch den Tri. Natürlich ist also Trauma, wenn man erkannt, was fällt, Zähne gebracht oder so, muss man da noch gucken. Ne? Hämorrhagien, Großinfektionen, Abszess, Celluliten, Pulpiten, das sind Entzündungen von den Zähnen, so dass nicht mehr schlafen kann und dass es weht, dass das nicht aushält. Pathologie von der Muköse, wenn ein Diagnostik da ist von irgendeinem Confrère, dass eine Suspicion ist, zum Beispiel für Krebs, da muss es auch gesehen, Douleur aiguë. Und dann noch ein sagt, dass eine Recherche de foyer infektiös, zum Beispiel, wenn irgendein Patient diagnostiziert auch für Krebs oder für eine andere Pathologie, die vielleicht nötig ist, dass hospitalisiert wird oder an der Cardio, und das vielleicht urgent Interventionen muss man gucken gehen, Bilan machen gehen, sind Infektionen da oder nicht. Das geht entweder, wenn der Patient von da ist, da geht das einfach über die Filière, die von den 3 Kabinets, wenn natürlich Patient ist, die schon am Milieu hospitalier gebunden ist, dann feiern wir den nicht raus. Das ist auch vorgesehen, dass der gebunden trätiert wird. Voilà. Dann stellen ich die echt froh, die können vom Lützeburger Wort. Denn Herr Oberle hat 4 Drunner von der Telekonsultationsplattform geschwärzt. Wo ist die zu finden, also froh?
Also das nach ganz rezent op Ben Gestalt hinaus sind pur Accessmöglichkeiten, also einerseits e-consult.e-santé, op dem Site von der CNS, op dem Site von der e-santé, an Site von der Spideler, an dem Site vom Coronavirus. Ja. Eine Weiterfroh vom Tageblatt und ihr, Madame Obertin. Ja. Gehen die Blorezepte auch verschickt und Aptikten oder muss in die nach sicher gehen? Es sind dazu extra Preskriptionen für mich starke Medikamente, die einem staatlichen Suivi erleihen. Ja, da gehen dann von die Blorezepte an die rosa Rezepte. Also da gebe ich aber Leute begrüßen, die trotzdem an den Praxen aufzuholen. Da gibt es ein solches System für die an Tanz zu gehen, weil das sind aber spezielle Rezepte. Am Moment, weil die sind dann nicht viel gesehen für die zu verschicken, soweit ich den Herr Oberle, man müsste mich korrigieren, mit sind die normalen Rezepte, die man können verschicken, die Blutrezepte und die rosa Rezepte, die sind sekurisiert Rezepte und das wäre besser, wenn das der Patient an die Hand kriegt und dann man da aber nach Antarktik geht. Also, kurzer Kommentar. Die hat recht, mit der Remarque, dass alles soll sekurisiert sein. Wir wollen aber verhindern, dass Patienten erstens sich deplacieren, wenn es nicht nötig ist, aber wir wollen auch verhindern, dass Post überlastet wird. Dafür haben wir als CNSLO exceptionnellement akzeptieren wir, wenn der krank geschrieben ist, über Telekonsult ein Zertifikat heimgeschickt kriegt, dass hier das Zertifikat segem Employer weitergeht. Wir kriegen automatisch über Telekonsult auch ein Zertifikat geschickt, das heißt, da braucht der Patient par rapport zu weiss, im Moment gar nichts zu machen. Das Zweite, dass Preskriptionen, wenn ein Patient eine Preskription kriegt, und ihr seht, am Voraus, auf welche Aptikte will gehen, kriegt die Aptikt auch automatisch die Preskription geschickt. Das heißt, die Aptikt hat die Preskription am System. Der Patient braucht eigentlich mal gar nicht mit seiner Preskription dahin zu kommen. Geht durch, dass er sich identifiziert mit seiner Karte Sécurité Sociale oder dass er auch noch immer mehr statt einen anderen an die Aptikt schickt, für das Medikament zu wählen, dann geht das auch, wie es normalen Weg geht. Die Aptikt hat sowieso die Preskription an ihrem System. Wenn der Patient aber logisch durch irgendeinen Grund an Situation kommen, dass er nicht an die Aptik kann gehen, die er ugin hat, dann soll er seine Preskription imprimieren, und mit der Preskription an die Aptik gehen, wo er dann sich an zweiter Linie rausgesicht wird. Bei den Laboren ist es auch ganz wichtig, bei den Laboren sollen auch so welche Labor hier soll en charge werden bei einer Analyse, weil der Doktor an der Telekonsultation auch kann ugin, dass der Patient eventuell nicht mobil ist. Und da kann der Labor den automatisch auch die Preskription geschickt kriegt, kann den Labor den Patient kontaktieren, wie dann eine Visite à Domicile zu organisieren. Auch da haben wir lieber, den Patient geht bei dem Labor, den am Voraus ugin hat, weil der Labor hat die Preskription von der Analyse automatisch über Telekonsultation noch schon geschickt kriegt. Das alles ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen manner formell, wie man das kennen in normalen Zeiten, mehr für so unkompliziert zu machen wie möglich, haben wir eben auch probiert, die ganzen Échange-Elektronik zu vereinfachen. Dann eng Frage vom Wort. Geht das System mit 3 Praxen für Urgenzen an der Zahndoktorei ihre Erfahrung nur durch, für den Flug von Patienten zu packen? Wo sind die Praxen? Die Praxen die sind eng am Norden, eng am Zentrum an eng am Süden. Schon dann lehne ich noch dabei, weil ich für Drolo vergisst, vielleicht zu so, die Visilo 7, die Job 7 funktioniert das System so. Es sind keine Weekends-Garde mehr am CHL. Wir können nicht Leute an den CHL bringen, just für 10, wenn so auch kein Leute mehr da kommen, per Prinzip der Präkaution. Geht es durch? Wir haben angefangen und gesagt, wir gucken, der wenn nötig ist, da muss man abschrauben. Dann wir haben effektiv, das alles an Platz, wenn das nötig ist. Im Moment geht es durch. Das ist natürlich etwas lass, aber im Moment geht es durch. Merci auch. Und dann wollte ich Leute so, wir müssen alle gut ein bisschen auf die Zähne beißen im Moment. Ne? Merci.